Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Pokémon Omega Rubin und zwar mit einer Eilmeldung und nee, nicht die vom Videonami, sondern natürlich meinerseits. Freunde, es ist abgeschlossen, wir sind soweit ready, um endlich mit Omega Rubin weiterzumachen. Was habe ich gemacht in der Zwischenzeit? Ja, eigentlich nicht viel, ich habe getauscht und zwar, unser Barscher, das jetzt einen schönen Namen Kai trägt, habe ich mal vorgeschlagen, glaube ich, habe gesagt, ja, der wäre noch cool und falls nicht, natürlich einfach sagen, kann ich jederzeit da ändern. Das ist ja kein Problem. Okay, also wie gesagt, das Barsche, das wir letzten Paar bei Alpha Saphir trainiert haben, hinsichtlich halt Schönheitswert, genau, hier sieht man es sehr gut. Und dann halt auch noch bezüglich EV-Training. Ja, habe ich das auch noch gemacht und ich habe 4 Attacken beigebracht, weil es ist so, ich will es, ja, ein bisschen schwierig zu erklären, ich will schauen, wie ich es trainiere. Ich meine, es gibt verschiedene Varianten. Es könnten Tanks sein, es könnten Sweeper sein oder ein Scarfer, glaube ich, wäre eine Variante. Ja, die ganzen Begriffe war. Also sprich, entweder einer halt, der viel aushält, sprich halt EVs auf KP Verteidigung geben oder halt, er soll vor allem schnell zuschlagen und so und viel Schaden machen. Dann wäre natürlich eher Spezialangriff und Initiative. Ich denke mal, Initiative lassen wir die EVs. Den gleich mal hier noch zeigen. Und sind ein Supertraining, genau. Hier seht ihr, Spezialangriff, Initiative ist voll. Jetzt denkt ihr vermutlich, Spezialangriff, wenn man ganz genau hinguckt, da geht aber noch ein bisschen was, noch nicht alles gelb. Das stimmt, aber es liegt daran, dass sich Barsche noch entwickeln, oder sprich natürlich Kai sich noch entwickeln kann, und zwar zum Milotic. Und das natürlich noch ein bisschen Spezialangriffspower. Sprich, nach der Entwicklung wird der grüne Punkt in der Mitte, der grüne Knubbel, noch ein bisschen größer werden und dann wäre halt alles voll dort. Initiative ist bereits voll, ich glaube, viel macht das nicht mit der Entwicklung aus und ja. Jetzt fehlt halt noch der Abschluss des Trainings und zwar fehlen noch 6 EVs auf KP und dann ist Barschwa bzw. halt Kai fertig trainiert fürs Erste. Weil wie gesagt, im Initiative lasst glaube ich so, ist ganz cool, wenn man ein schnelleres Pokémon hat, vor allem schnelleres Milotic halt. Muss den Spezialangriff auch so lassen, nachher wieder zurückspule und dann halt voll EVs auf KP gebe. Ein paar noch Verteidigungen, wie ich es sonst mache, weiß nicht genau, da muss ich jetzt noch ein bisschen entscheiden, weil das Toxin ist eigentlich dazu da, dass man halt vor allem die gegnerischen Pokémon, die halt speziell sind, vor allem gut kontern kann. Siedewasser ist vor allem deswegen gut, weil es eine Wasserattacke, spezielle, mit relativ viel Schaden und sie verbrennt den Gegner. Das heißt natürlich, Verbrennung sinkt den Angriff. Und Milotic ist bekannt dafür, dass er zwar viel Spezialverteidigung hat, aber wenig Verteidigung im Vergleich halt. Natürlich, wenn ich weniger Verteidigung habe, der Gegner aber weniger Angriff durch die Verbrennung, wäre wiederum im Vorteil. Die haben Kraftreserve gedacht, von wegen, ja, wenn es natürlich Typus Pflanze, Elektro wäre, natürlich geil gewesen, aber es ist dummerweise ein Typus Kampf, die Kraftreserve hier bei Barschwa. Doof, weil Kampf wirkt halt gegen Normal, Unlicht, Stahl und Gestein. Stahlgestein brauche ich nicht unbedingt. Na gut, ja. Ja, es ist so eine Sache, weil braucht es da überhaupt, braucht es oder nicht? Kampf ist cool, braucht man so. Wie gesagt, doof. Haben wir ja selbst eigentlich schon hier mit Jungblut, oder ist auch ein Kampf-Pokémon. Wenn hier Chaos ist auch noch ein Kampf. Oder eine Kampfattacke drauf. Naja, lassen wir noch ein bisschen nach. Es bekommt sicher noch Eisstrahl, also sprich eine Wasserattacke wie Surf oder Siedewasser. Plus Eisstrahl, die bleiben sicher. Ich finde irgendwie Toxine, vielleicht irgendwie noch Aquaring oder Erholung und irgendwie so eine Kombination wäre schon nice. Da müssen wir alles noch anschauen. Ja, ihr seht auch, links unten hat ein Blattstein, der ist eigentlich hier für Planer später. Weil ich den halt bereits bei Alpha Saphir hatte und hier noch nicht, habe ich ihn halt auch noch schnell rüber getauscht. So viel der Vorworte. Also, wie gesagt, noch der Abschluss und zwar im KP drin. Wie gesagt, ich kann sonst ganz kurz hier was zeigen. Geht's überhaupt noch? Mal gucken. Vielleicht hier am besten, war. Supertraining Level 1, bereits alles abgeschlossen. Initiative, war. Ich habe gesagt, Initiative ist bereits voll. Aber wie merkt man das überhaupt, dass es bereits voll ist? Spürt, dass alle 252 EVs auf diesem Wert verteilt wurden. Tja, indem es einfach nochmal testet. Wie das aussieht, ey. So, ja, jetzt haben wir alles erklärt, kein Problem. Initiative, dadurch ist es natürlich sehr schnell und bereits vorbei. Geschafft. Und was kommt jetzt? Genau, jetzt steht unten, Initiative Basiswert von Kai kann nicht mehr steigen, das ist bereits voll. Es ist jetzt ein Initiativemeister, aber ihr seht auch im Oberbildschirm,
Und zwar rechts hat es eine gelbe Leiste, die ist fast voll, ein bisschen was fehlt noch. Deswegen sind noch nicht alle 510 EVs verteilt worden, sondern halt nur ein ganz kleines bisschen. Jetzt nochmal Spezialangriff, damit ihr das auch noch seht. Nach noch zweimal KP machen, dann sind wir hier fertig und Barschwa ist fertig trainiert. Also, mit EVs natürlich, war. Danach kommt der ganz große Test, und zwar die Entwicklung, ob die wirklich klappt. Tja, doof natürlich noch, ich habe dummerweise keinen Sonderbomber. Das heißt, wir müssen es wohl oder übel anders trainieren. Denn natürlich ist es Level 1, das heißt, egal was ich eigentlich bereits mache, jedes kleine bisschen wird bereits zu hoch leveln. Was mache ich da also? Das ist eine gute Frage. Hätte ich noch einen Sonderbomber rübertauschen sollen, war? Naja. Mein klar optimal wäre gewesen, wenn es Level 2 bereits entwickelt worden wäre. Jetzt, wenn es halt anders geht, muss es halt noch anders. Naja, also sprich halt erst später sich entwickeln. So, KP. Was steht denn hier jetzt? Der Volltreffer, was so schwindet, nachdem du sie getroffen hast, Folgen hast, neues Titel musst. Ja. Der Puls. Jetzt kriegt er wieder viel und das war's gleich. Und damit noch 4 EVs auf KP. Gibt es nur am Schluss im Endeffekt noch 1 Punkt. Was natürlich nicht so viel ist, aber naja, besser als nichts war. Wenn er irgendwie halt schon mal die Idee her oder so mit Siedewasser und Toxin. Es ist schon irgendwie geil, wenn du halt so denkst, Und auch viel geil, wenn halt das Minotic statt volle EVs auf Spezialangriff halt noch volle auf KP hätte. Verteidigung, ja, kann man natürlich auch machen, Spezialverteidigung halt, aber ich denke vor allem die Initiative ist wichtig. Wenn es wirklich zuerst angreift, dann möglichst halt zuerst. Um halt die Gegner vergiften zu können oder halt auch zu brennen. Wobei halt eben das mit Siedewasser immer so eine Sache. Weil es verbrennt die Leute nicht immer und das ist halt schon. Muss man gucken, das Item zu tragen geben. Ich glaube, irgendein Heißorb wäre noch was. Der wäre noch perfekt. So, jetzt seht ihr, das Training wird eigentlich 4 geben, plus 4, aber ich kriege nur plus 2, weil ich bereits alle habe. Das heißt wirklich, ich habe jetzt bereits alle EVs verteilt. Genau, oh, aber ja, hab gerade übersprungen, Entschuldigung. Jetzt kommen die Geheimtrainings, weil ich bereits das alles gemacht habe. Aber ganz ehrlich, Leute, Geheimtrainings sind noch ein bisschen übel, die machen wir ja später. Jetzt seht ihr auch, links oben, hier ist es vielleicht links zum Namen Kai, also unter Bildschirm halt, links davon. Da wird es so, ja, Muskelpaket. Das heißt, es sind alle EVs verteilt worden. Seht ihr auch das Beispiel, Jungblut, natürlich einfach nur storymäßig trainiert, nicht wirklich EVA-spezifisch. Ein paar EVs über ein bisschen verteilt, natürlich noch nicht alle, bei weitem noch nicht, aber halt ein paar schon. Und hier jetzt halt das Barschwa, alles bereits voll. Ist doch geil. Deswegen jetzt noch ganz kurz speichern und dann wird's lustig. Weil jetzt muss ich das Teil irgendwie entwickeln lassen. Bloß die Frage ist wie. EP-Teiler wäre eine Variante, aber nicht keine elegante. Weil ich will ja eigentlich nur ein Level. Das Problem ist, wo kriege ich jetzt noch einen Sonderbomber her? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, hier gibt es gar keins. Entschuldigung, falsches Item. Ich habe das Gefühl, ich hatte hier eins gefunden. Beziehungsweise halt bei Alpha Saphir bereits zu diesem Zeitpunkt eins gehabt. Ich hätte es schwören können, ganz ehrlich. Da war es hier oben irgendwo. Die Eisenquellen und schlecht. Ein Eisheiler ist zwar auch nice, aber nicht das, was ich gesucht habe. Verdammt, wo war das denn? Ich hätte schwören können, er hat bis hier bereits mindestens einen Sonderbomber, aber okay, kann ich natürlich irren. Ja, ein Dutzend bitte. Kumu-Milch ist immer gut, gibt eine gute Laune. Toll, war. Okay, ja, muss irgendwie sein.
Pokerig lesen, ja, wieso nicht? Jetzt ist natürlich doof, weil ich will ja nur das ein Level machen. Das müsste ich theoretisch ganz weit zurückgehen und nachher wieder hierher rennen. Doof daran ist natürlich, wir haben noch keinen Flieger drauf. Das heißt, es wäre also in dem Sinne ein bisschen doof. Alternativ, EP-Teil einschalten und ja. Die Pokémon hier sind nicht allzu stark, ist natürlich klar und auch cool. Nee, du musst. Nee, ist doof. Wir können in diesem Part dann die Arena machen. Ja, so machen wir es anders. Gibt es im schlimmsten Fall ein paar Level mehr. Ist nicht gerade optimal, aber was willst du machen? Nur fangen gibt es natürlich auch relativ wenig noch, wa? Es gibt zwar auch EP, aber weniger. Hat Spoiling gerade gar keinen Laut gemacht? Na egal. Nimm mal einen Schnabel. Halt den Schnabel, du Schnabel! Gut, hilft er mich ein bisschen. Also Ziel ist jetzt, dass wir das Boy fangen und dadurch halt relativ wenig. Ja! Ja, toll. Wieso will das so viel? Das sind ein paar Level geben. Und ich kann es nicht stoppen! Ja, Level 4, okay, da geht er noch. Wir haben es geschafft, Freunde. Und aus dem hässlichen Schwan. Entschuldigung, natürlich hässlichen Entlein wird ein hübscher Schwan. Nichts gegen dich, Kai, es war einfach nur aus Pokémon bezogen. Und ja, ich weiß natürlich auch, dass das Milotic weiblich ist, aber das lässt sich nicht verhindern. Nassmacher. Willst du mich nass machen, Alter? Nö. Nein! Ah! Machen wir das Falsche. Moment mal ganz kurz. So, jetzt. Wir haben ein Milotic. Ist das nicht geil? Und jetzt kannst du mal die Werte angucken. Müsste doch jetzt eigentlich schon ziemlich geil sein. Man merkt jetzt noch nicht so viel, weil es halt niedriges Level ist, war. Aber keine Sorge, man merkt schon später, wenn man plötzlich mal Level-Ups gibt und plötzlich sieht, Initiativ plus 5 oder plus 6. So, unbeugsam erhöhten Spezialangriff, wenn ein Statuswert gesenkt wurde. Das ist halt, wie gesagt, ein Grund, wieso man halt die EVs auf Spezialangriff auch rausnehmen könnte. Weil ich glaube, es wird sogar um 2 Stufen erhöht, sprich um 100%. Wenn ein Statuswert gesenkt wurde. Das Beispiel jetzt mit Heiß Orb, oder? Heiß Orb verbrennt uns ja, dadurch wird halt der Angriff gesenkt, wird halt die Fähigkeit, sprich unbeugsam, aktiviert, erhöht den Spezialangriff um 2 Werte. Dann hätten wir das Beispiel volle EVs auf Initiative und volle EVs auf KP. Bei mir also noch 4 oder 6 auf Verteidigung, das ist ein Spezialangriff, spielt keine Rolle. Und hätten somit ein ziemlich geiles Milotic. Sind doch kein Kai. Ja, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Wäre halt so mal ein paar Ideen, wa? Okay, jetzt hat Jungblut noch sein Level, das war nice. Wisst ihr was, Leute? Wir gehen jetzt in die Arena, ja, jetzt bin ich mal so ungestüm, sag ich jetzt mal. Und aus dem Grund, bei uns machen vor allem, ja, ich nehme 3 mit, sprich Chaos, Jungblut und Kai. Und aus dem Grund, Kai, Wasser-Pokémon muss noch trainieren, das passt deswegen gerade ziemlich geil. Jungblut ist unser Starter, Feuer-Pokémon, kann also auch einiges bewirken, oder zumindest. Und Chaos braucht noch ein paar Levels sind noch cool. Ich meine, klar, Gardevoir wäre auch was, oder? Ich meine, es hat immerhin noch einen Psychotyp. Wenn da irgendwelche Feuer-Pokémon kommen, die irgendwie unlicht sind oder so, als Dualtyp noch, oder irgendwie ein Erdbeben. Ich habe einfach Angst, dass unser Gardevoir nicht so stark ist, wie ich gerne hätte. Und Stolunio ist zwar Stahlgestein, ist natürlich deswegen ein bisschen Risiko, allerdings hat er natürlich auch. Ich lege gerade irgendwelche Spoiler hier noch. Nö. Ja, doch, ich habe natürlich noch ein paar Pokémon doch ein paar andere Pokémon noch angesteckt, und zwar den Pokerus. Das aus dem Grund, weil ich noch eines meiner Pokerus-Pokémon an Kai getauscht habe, weil ein Lorkai war. Genau, Lorkai Level 02.
Und dafür ein cooles Dope geschenkt, das ich auf Alpha Saphir gebracht habe. Das sehen wir vielleicht auch noch im Let's Play später mal. So, jetzt aber erstmal, der kommt raus. Und Planer sowieso, der hat gar nichts zu suchen. So, mal gucken, wa? Könnte auch funktionieren. Milotic hat wie gesagt, ganz ein bisschen trainieren nachher. Er trainiert sowieso schnell, sie ist noch getauscht und so. Das wird geil. Also dann Leute, bereit oder nicht? Zu dritt gehen wir jetzt hier also in die Arena. Mit Chaos, Junglot und Kai. Eieiei. Im Michael-Style. Ne, hat er schon mal. Okay, das ist ein bisschen anders als früher. Heiko wieder mal. Hey du, Tipp! Was sieht's aus, Michael? Vom nächsten Champ! Flavius jetzt Feuer-Pokémon ein. Landschaft für Pokémon brennt heiß und stärker als Vulkan. Hals- und Beinbruch. Ja, danke. Aber irgendwie Siedewasser, meine Wasserattacke, die verbrennt. Eigentlich fies und trotzdem geil. Oder genial halt. Wobei es ja logisch ist, oder? Kann es auch im heißen Wasser brennen, also... Hier ist nix, das ist doch total doof. Ah, Hilfe! Ja, dann wir halt in diesem Part nicht mehr so viel machen in der Arena. Wir haben schon viel zu viel verbraucht fürs letzte EVA-Training von Kai. Natürlich hat es eine Entwicklung noch, aber ja, ist auch schön, war. Spüre mal den Zorn! Au, au, Mensch, ist das heiß! Was ich nur noch hätte machen können, ist Chaos noch zu tauschen und im Erdbeben beibringen. Weil das habe ich bereits auf Alpha Saphir die TM. Wäre eine Variante gewesen, und ganz ehrlich, muss ich das Let's Play nicht so einfach machen. Unser kleines Chaos. Und ganz ehrlich, es hat einen Steinhagel drauf und der bringt natürlich auch was. Und er trifft. Wurde du, Scheiße. Sehr gut. Er kriegt spezielle. Metallsound. Nö, aber auch nicht. Es senkt zwar an Spezialverteidigung, ist nice, aber auch jetzt hier für die Strategie, die ich mit dem plane, nicht. Ich überlege auch gerade, soll ich nicht lieber Kai an erster Stelle nehmen, E-Petall dafür ausschalten. Dann kriege ich zwar volle, aber ganz die Gefahr, dass ich nachher wieder reintauschen, dass er dann halt Chaos in diesem Fall, aber gleich besiegt wird, ist hoch. Andererseits, E-Petall ist schon geil, vor allem natürlich hier in der Generation. Weil hier ist ganz anders mit dem E-Petall. Früher war es so, dass ein E-Petall hat, ja, und halt die ganzen EPs, die man eigentlich verdienen könnte pro Kampf, wurden ja aufs ganze Team aufgeteilt. Hier ist das hier anders. Hier kriegt das kämpfte oder die kämpfende Pokémon kriegen die vollen EVs. Und die anderen Pokémon im Team kriegen dann jeweils noch etwa die Hälfte. Also im Prinzip könntest du E-Petall die ganze Zeit anhalten, dann dein Team wird immer trainiert. Dann nicht weniger als, also sprich nicht weniger mit dem E-Petall, sondern halt direkt halt mehr. Natürlich, abgesehen vom Führungs-Pokémon halt. Oder vom im Kampf teilnehmenden Pokémon, natürlich was anderes, aber dafür die anderen. Oh, wer ist denn hier? Trinkt da jemand? Nö. Ich habe schon lange heiß gebadet, lassen uns kämpfen. Das lange Heißbaden, das kenne ich leider. Dann macht schon mal der Kreislauf schlapp. Das ist saumäßig unangenehm, Leute. Ein anderes Thema, so ein Smogon. Ich weiß nicht schnell, war. Das ist doch auch cool. Das muss ja viel abziehen. Ich meine, sorry, aber ein Smogon mit hoher Spezialangriff, wenn man es komplett was Neues. Smogon mit Flammenwurf. Na gut, wieso nicht, war? Kann dann wohl Tens mit Hitzekolor, geht ja auch. Was macht Heilung schon wieder? Da fragen wir uns jetzt doch eigentlich, angenommen ich bin jetzt verbrennt, oder durch einen Heißorb zum Beispiel. Oder ein anderer Tag kann auch sein. Da kann man eine Fähigkeit, die erhöht meinen Spezialangriff um 2 Stufen. Dann setze ich Heilung ein. Heile ich mich, logischerweise, aber senkt sich dann der Spezialangriff wiederum, weil die Fähigkeit nicht mehr aktiv ist, oder bleibt die einfach aktiv? Fragen nur Fragen, Leute. Aber ist egal, das ist erstmal wieder. Ja, toll. Mir ist so komisch. Ich sag ja. Der Kreislauf ist im Arsch. Ist mir nicht ausgelaugt, ja, sag ich ja.
Wasser ist zwar gesund und so, ein Heißbahn öffnet halt den Po und alles, ist auch gut, aber zu lang baden, nee. Das ist schon fast tödlich, so wie in so einem Sturz. Gut, Leute, ich mache noch einen Kampf, nachher ist der Part wieder mal vorbei. Und dann kommt im nächsten Part, dann Melotix im Zuge, hoffentlich auch schon gegen Flavia. Ist noch ein bisschen untertrainiert, der Gute, aber naja, wird schon gut gehen. Ich versuche Stress abzubauen, das hält ja alles einfach zu stören. Vielleicht will ich dir helfen? Der Hitzkopf der Hagen. Ja, Hagenritter oder was? Und Chaos, du Stiefel Chaos, Der wird sich hoffentlich auch schon im nächsten Part bereits entwickeln. Und dann hoffentlich im nächsten Part bereits dann unser Jungblut zu Logorg, aber naja, mal schauen, wa? Also eigentlich soll sich Milotic ziemlich schnell entwickeln von den Erfahrungspunkten her. Ich bin gerade ein bisschen überrascht, dass es doch nur so langsam geht. Nun gut, Freunde, das war's wieder mal für heute hier bei Omega Rubin. Yeah, unser Team macht es momentan ganz gut. Aber es bleibt natürlich auch so. Seht ihr die Werte, hey? Ich meine, so viel schwächer als zum Beispiel hier. Chaos, okay, gut, das ist Spezialverteidigung natürlich ein bisschen unterentwickelt wegen des Wesens, aber trotzdem 32, was habe ich hier bereits 26, aber es sind so viele Level dazwischen. Also unser Milotic wird noch richtig nice werden. Aber ein gutes Item für es. Energiekarte für Solarstrahl zum Beispiel, aber halt nur einmal einsetzen, nachher down, na, dann finde ich ein bisschen doof. Sonst noch nichts, war. Noch nicht so. Ich gebe mal hier die Flimmklaue. Kann, denke ich mal, zu Beginn des Let's Plays, also sprich halt zu Beginn des Pokémon-Werdegangs noch ganz nice sein. Also dann bis nächstes Mal wieder hier in der feurig hitzigen Arena. Ciao zusammen.